Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts im Castle und im Schubs. In der heutigen Episode reden wir über den Aserbaidschan Grand Prix und auch über den Singapur Grand Prix. Beide Rennen sind so ein bisschen aber es ist gleich noch einiges passiert, vor allem auf der Strecke, wo man im Nachhinein müssen noch darüber reden oder diskutiert hat. Und es ist auch noch zwischen den beiden Rennen in diesem Wochenende ist noch etwas passiert, wo den Max Verstappen betrifft. Und auch das sprechen wir an. Darum hört gerne rein, teilt gerne die Episode teilen mit eurer Familie und dann würdet ihr uns sehr supporten mit dem. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, wir legen los mit der heutigen Episode vom Unsafe Release und wir starten wie immer klassisch mit dem Aserbaidschan Grand Prix, respektive ich meine chronologisch, und das ist der Aserbaidschan Grand Prix, wo ein sehr, sehr spannendes Qualifying hatte, respektive ein sehr langes Qualifying. Wir haben gesamthaft 6 rote Fahnen, 6 hast du geschrieben? Ja, 6 rote Fahnen haben wir gehabt. Und der Aserbaidschan, das Qualifying ist länger gegangen als der letztjährige Grand Prix und wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich länger als der diesjährige Grand Prix. Und das ist schon crazy, dass da so lang gegangen ist. Und ich frage mich eigentlich gerade so an dieser Stelle, ob sie jemals eigentlich auch werden, so in eine Zeitlimite rein tun. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, es gibt ja die 2-Stunden-Regel, ob sie das echt mal beim Qualifying auch werden einführen. Gut, das Qualifying ist ja tendenziell, ja, es ist schon am Abend, gell? Oder so gegen Abend rein. Weißt du, wenn es mal von der Zeit her nicht mehr aufgeht. Es kann natürlich schon sein, dass sie vielleicht mal eigentlich sagen, so, hey, wir machen das jetzt so wegen Übertragung von 2 Stunden. Und dann wäre es sehr spannend, wie sie halt so die restlichen Positionen würden vergeben. Also kannst du ja nicht sagen vom WM-Stand, wenn irgendwie einer von den Vorderen schon beim Q1 rausgeflogen ist, also sie rutschen dann halt nach irgendwie. Also, aber es wäre mal eine Überlegung wert. Ja, ist sicher interessant. Ja. Also, ich denke, grundsätzlich wird es sogar Regulations für das schon geben. Weil ich meine, es gibt ja auch Regulations, wie du jetzt gerade schon angeteased hast, wenn das Quali gar nicht stattfinden kann. Das haben wir zum Beispiel in Japan fast gehabt. Vor 2 oder 3 Jahren haben sie ja das Quali auf einen Sonntagmorgen müssen verschieben wegen einer Taifunwarnung. Und ja, hätte natürlich auch können sein, dass wir dann am Sonntagmorgen gar kein Quali gehabt hätten, je nachdem. Und dann wäre es ja wirklich einfach nach Championship Position, wo man geht. Ich denke jetzt aber mal, dass wir in so einem Fall entweder einfach von einem abgeschlossenen Segment, das würde ich auch so sagen, wir Q1 ist gemacht, Q2 ist angefangen worden, dann fände ich, würde es jetzt am meisten Sinn machen, dass man einfach ein Resultat von Q1 als Quali-Resultat nimmt, wenn man ein komplett abgeschlossene Dings hat. Aber ich denke mal, generell ist es eher unlikely, weil 6 Flaggen sind schon extrem viel. Und das werden wir nicht, also ich weiß nicht, ob man das wirklich fest wird toppen in Zukunft, noch mehr rote Flaggen. Also vielleicht höchstens in Monaco oder so mal, wenn man ganz viele Rookies hat, aber es sind lustigerweise nicht einmal die Rookies unbedingt, die crashed sind. Das ist noch funny eigentlich. Das ist wirklich eigentlich krass. Unter anderem ist eben auch der Oscar Piastri in die Wand rein und hat den Karren geschlissen gehabt. Und wer ist auch noch in die Wand rein? Das kann ich auch sagen. Albon? Dann also so aus dem Köcher rausgeschossen hat jetzt einfach mal Stroll gesagt. Aber ob er wirklich crasht, ist, weiß ich nicht. Der Liam ist glaube ich nicht, weil der Liam hat ein super Qualifying gehabt, respektive auch ein sehr starkes Rennen hat er ja auch gehabt. Der recht gute Punkte gegeben. Dann nachher, es ist halt immer so, wenn die Grand Prix irgendwie 2 Wochen zurück sind, hast du irgendwie schon alles wieder nicht mehr im Kopf. Oh mein Gott, Alter. Aber ich kann es genau sagen. ChatGPT Grüße gehen raus. Also, Oscar Piastri, Q3. Charles Leclerc Q3, Alex Albon Q1, Hulk auch in Q1, Gasly in Q1, Colapinto in Q1 und Oli Bearman in Q2. Alter, das ist krank. Stimmt. Nicht einmal der Stroll. Ein einziger Nein, 2 Rookies, der Bearman und der Colapinto. Ja. Das ist eigentlich krass, ja. Von 6 roten Fahnen sind 2 von Rookies ausgelöst. Das ist schon heftig. Ja. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist halt doch ein bisschen, Aserbaidschan ist schon eigentlich seit Beginn von, wo es halt den Rebrand zur Formel 2 gegeben hat, ist Aserbaidschan schon als fester Bestandteil eigentlich mit drinnen. Also
die ganzen neuen Rookies, die jetzt mittlerweile reinkommen, die können Aserbaidschan alle schon sehr gut, weil sie es halt schon in der Formel 2 halt auch haben können fahren. Ich glaube, das ist schon sehr viel wert. Hat man nicht zuletzt auch gesehen an der Performance von den Rookies, aber da können wir auch noch drauf sprechen, weil ich glaube, als allererstes, wenn wir das Rennen anschauen, gibt es eine Nadel, oder, wo man unbedingt darüber reden muss. Eine Nadel? Ja, ich weiß auch nicht. Eine Nadel im Auge, ein Dorn im Auge von allen McLaren-Fans, von allen Piastri-Fans. Also du meinst den Norris? Nein, ja. Ja, das kommt dann später. Bei allen Piastri-Fans ist wahrscheinlich der Norris gerade so ein bisschen der Ton im Auge, ja. für nach Singapur definitiv. Aber in Aserbaidschan hat ja der Piastri einen Fehlstart gehabt. Und ja, da hat man eigentlich gerade abdelegiert auf P20. Ja, ist dann kurze Zeit später auch noch rausgecrashed. Und dort ist etwas, wo ich spannend finde, ist die Diskussion von wegen Penalty oder nicht Penalty. Und da habe ich selber mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Weil schlussendlich muss man das Ganze noch so anschauen. Wenn ein Fahrer Jumpstart macht, dann kommt er immer eine Penalty über. Und wenn ein Fahrer jetzt in der gleichen Runde noch rausscheidet oder erst in der 40. Runde rausscheidet, müsste er ja eigentlich gleich die Penalty bekommen haben oder nicht. Und ich habe eigentlich gemeint, und da muss ich mich jetzt vielleicht korrigieren, dass er eigentlich für den Singapur Grand Prix eine Strafe bekommen hat. Aber jetzt am Singapur Grand Prix ist mir nichts aufgefallen. Hat er eine Strafe gehabt oder nicht? Nein, er hat keine Strafe bekommen. Nein, es ist ja so, dass anscheinend ist es wirklich so, dass wenn du ein Penalty hast, das ist irgendwie mal vor 2 Jahren oder so ist das eingeführt worden, wenn du einen Jumpstart hast und du eben, glaube ich, relativ früh im Rennen rauscrashst, also eigentlich gar nicht die Möglichkeit dazu hast, um die Strafe abzusetzen. Oder sie ist auch gar noch nicht ausgesprochen worden. Es ist ja nur eine andere Investigation, das glaube ich schon, ich weiß es gar nicht, aber es ist noch gar keine ausgesprochen worden. Da kannst du nicht jemanden bestrafen, der gar nicht mehr im Rennen ist, so blöd gesagt, weißt du, in dem Sinn. Und darum ist er dann nachher ist er eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen. Also er ist dann rausgecrashed. Für ihn war das selber die grösste Bestrafung gewesen. Ja. Und, aber das ist ja dann nachher, ist das vom Regelwerk ist glaube ich eben so festgelegt worden, habe ich mal gemeint. Aber ich habe irgendetwas gelesen, das Video dazu gesehen, aber es ist schon so korrekt, wie es gemacht wurde. Aber ich verstehe es schon. Ich habe auch im ersten Moment, ich habe das mit dem Vater angeschaut, das Qualifying, da habe ich ihm gesagt, er wird eine Penalty bekommen für Singapur, weil er einen Jumpstart gemacht hat und er es nicht absetzen können. Aber anscheinend ist es eben wirklich nicht so. Aber ich bin am Anfang auch davon ausgegangen. Das Ding ist aber, ich finde, weißt, wenn man sagt, ein Jumpstart wird bestraft, dann sollte er bestraft werden, whatever. Und ich sage das aus einem ganz einfachen Grund, weil ein Alonso hat die Strafe bekommen, er hat das Rennen fertig gefahren. So. Und dann wiederum sage ich aber auch, und das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage, ich vermisse so ein bisschen das Charlie Whiting-Style Stewarding, wo man halt ein fixes Regelwerk hat, aber mit gesundem Menschenverstand das Regelwerk einsetzt. Und das ist halt immer schwierig, weil du darfst halt, du lässt sehr viel Raum für Korruption in dem Ganzen inne. Und du lässt auch sehr viel Platz für keine Ahnung, sagen wir, ein Vettel wird zu einem Race Steward und dann nachher alle Red Bull und Ferrari Entscheidungen bevorzugen, oder? Du lässt einfach sehr viel Platz für so etwas. Aber ich finde, bei einem Failed Start sollte es eine Penalty vergeben. Wenn aber der Fahrer durch den Failed Start so oder so Platz verliert, wie es der Piastri gemacht hat, sollte man können als Race Director die Regeln overrulen und sagen, gut, er hat sich selber schon genug bestraft, indem dass er halt nachher den Antistall hat oder selber noch mal gewartet hat. Das haben wir beim Alonso mal gehabt, vor ein paar Jahren. Der ist, glaube ich, noch im Alpine gewesen. Dort hat er einen Fehlstart gehabt, hat noch mal gewartet und ist nachher durch das eigentlich voll in Nachteile hineingekommen. Und ich finde eben, dass das vermisse ich irgendwie, weil die ganze Diskussion ist einfach nur mal ganz klar gewesen, kommt eine Penalty über oder nicht. Und ohne die Spezialrule, die du jetzt erklärt hast, hat er safe eine bekommen. Und das hat ihn mega schade gefunden, weil er ist ja schon genug bestraft gewesen. Also so schau jetzt. Ja, schau jetzt. Es ist ja so, ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt. unser Podcast besteht immer noch aus ChatGPT. Also er schreibt hier,
Tatsächlich hat Oscar Piastri eine Strafe bekommen, aber sie wurde nicht umgesetzt und nicht in eine Gridstrafe umgewandelt. Eben doch, ich habe gemeint, ich Was hab's passiert gelesen. beim Start zum Grand Prix in Aserbaidschan? Machte Piastri einen Frühstart-Jumpstart. Die Rennkommissare verhängten eine 5 Sekunden Zeitstrafe dafür, aber er schied bereits nach der allerersten Runde aus, nachdem er in die Barriere fuhr. Damit war es unmöglich, diese Zeitstrafe während des Rennens zu erfüllen. Warum wurde die Strafe nicht in eine Gridstrafe umgewandelt? Das ist der entscheidende Punkt. Die FIA-Regeln erlauben in solchen Fällen nicht automatisch, dass eine Zeitstrafe von 5 Sekunden in einer Strafe für den ersten Grand Prix umgewandelt wird. Wenn ein Fahrer nur eine einzelne 5-Sekunden-Strafe. Ah ja, stimmt, genau das ist es. Wenn ein Fahrer nur eine einzelne 5-Sekunden-Strafe bekommt und diese nicht im Rennen anwenden kann, weil er ausgeschieden ist, dann wird des Stewards keine keine zusätzliche Strafe, Gridstrafe für das nächste verhängt. Also wenn du nicht mehr als 5 Sekunden Penalty hast, das stimmt, das ist eben neu. Das ist es, jetzt muss ich es lesen. Wenn du kein höher, also nicht 10 Sekunden Penalty hast, sondern immer 5 Sekunden Penalty nur hast, also nur ein einziger, wird er dann nicht verhangen werden für die nächste Grand Prix. Was? Ja. Also, sorry, das ist ja mega dumme Regeln. Da kannst du ja, also, ich meine, das meiste gibt ja um 5 Sekunden Penalty. Sagt das abkürzen die ganze Zeit, sagt das Fahrer ab der Strecke Ja, drücken. Das meiste gibt um 5 Sekunden Penalty. Ja, eben nein. Meistens haben sie jetzt eben umgestellt auf 10 Sekunden immer. Mm. Das Jahr hat es ja hure viel immer 10 Sekunden Das Penalties stimmt, ja, gegeben. wenn ein unfairer Fight war, respektive was Forcing a Driver off the Tracker so, ist es dann aber 10 gewesen? Es war schnell mal ein 10 Sekunden Also- Penalty, gewesen, was es gegeben hat, ja. Auf jeden Fall bei Driving Erratically. Dann haben sie auf jeden Fall eine 10 Sekunden Strafe. Ja. Ja, aber... In den Reglementen und Leitlinien der FIA heißt es ausdrücklich, dass in solchen Fällen keine Umwandlung erfolgen soll, wenn es sich um eine einzelne 5-Sekunden-Strafe handelt. Okay. Gut, haben wir wieder etwas Ja. gelernt, hä? Aber fair enough, finde ich jetzt auch nicht eine schlechte Regelung. Ist halt finde ich immer schwierig, weil es dann zu einer Interpretationssache kommt. Ja. Ja, also ich glaube, schlussendlich ist es nicht schlecht. Also. Das ist schon gäbig, ja. Also gäbig. Ich frage mich halt einfach so, wie das irgendwie könntest du so richtig ausnutzen, weißt du? Gut, eben wenn du einen Corner Cut machst oder so, gegen Schluss wird es wahrscheinlich eh. Wobei der Hamilton hat jetzt auch zum Beispiel am Schluss, gut, das ist ja das Rennergebnis ist dann einfach angepasst worden, er hat noch 5 Sekunden Penalty bekommen Ja. am Schluss in Singapur. Okay, aber ja, egal. Dann ist es halt einfach so. Ja, Ja. dann ist es einfach so. Aber gut zu wissen für die zukünftigen Seasons. Aber ja, schlussendlich, eben, der Piastri ist genug eigentlich schon bumst worden durch den Fehlstart, respektive vor allem durch den Antistall. Der hat ja relativ lange den nicht rausgebracht. Er hat in dem Sinne aber auch gerade den Alonso noch mitbumset. Dort habe ich aber mega cool gefunden, also Chapeau Alonso, hat einfach gerade gesagt, ja, ey, absolut my bad, sorry, ich habe auf den Piastri reagiert. Und das zeigt halt auch, dass sogar die allerbesten, ja, ab so etwas Simplem eigentlich können reingehen. Ja gut, wenn der Vorder zuckt, zuckst du gerade automatisch auch mit. Also ich denke, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein normaler Reflex auch, aber ja, es ist schon so, eben, es gibt auch die älteren Leute. Ich meine, der Hamilton hat auch einen Jumpstart schon gemacht, also von dem her. Muss nicht zwingend heißen, dass es nur den Jungen passiert. Das ist wahr, das ist wahr. Dafür haben die Jungen das Rennen sehr viel Gas gegeben, das haben wir ja vorhin schon kurz angehauen. Ich wollte einfach wirklich schnell an den Antonelli in dem Sinne eine kleine Ode geben. Also, der hat mal einfach, nachdem er in Zandvoort auf einen Ring bekommen hat, in Monza immer noch nicht performt hat er einfach mal schnell den Lörres auf den Tisch gehauen und der Russell fast in die Wand rausgedrückt in den Turn 1. Super Move vom Antonelli. Und ich habe generell ein super Rennen von ihm gefunden. Was haltest du generell von seiner Performance im Aserbaidschan Grand Prix? Also du meinst da der Kimi Talabani oder wie er heisst? Der Kimi Taliban. Ey, die Videos waren... Osama bin Russell. Die Videos sind so zu viel, aber so vor allem immer mit dieser Musik noch im Hintergrund. Ja, mit dem das ist El Houda Houda Story. Das ist wirklich so zu viel, Mann. Das ist so gut. Also ich finde es einfach lustig, wie der... Gut, Aserbaidschan könnte so halbwegs... Ja gut, eigentlich nicht zu Europa, aber es hat irgendwie so... Ich weiß nicht, wie zu Europa noch... Asien.
Ja, das ist schon Asien, würde ich sagen. Ja, es ist ja, Aserbaidschan ist ja das erste Jahr, das zweite Jahr auch noch, ist ja GP von Europa noch gewesen. Und nachher ist es ja ein eigenständiger Grand Prix geworden, 2016 und 2017. Okay. Und ähm, ich finde es einfach krass, wie der Antonelli an den ganzen Europa-Rennen richtig einen Scheiß zusammengefahren hat. Und jetzt irgendwie eben in Aserbaidschan hat er so einen richtigen Move rausgeballt. Und in Singapur war er eigentlich auch hure strong unterwegs gewesen. Und ja, darum, also ich glaube, vielleicht hat es halt auch wirklich lange gebraucht, bis er ein bisschen das Gefühl fürs Auto bekommen hat. Oder vielleicht bis er wirklich ein bisschen drin war. Aber jetzt die letzten 2 Rennen sind doch wirklich ein bisschen überzeugender gewesen als die letzten paar europäischen Rennen. Und wenn er so im Russell kann schon einheizen kann, ist schon richtig so, dass ich es noch mal ein bisschen kassieren. Und der Antonelli ist mir so sympathisch und ja, ist ja eigentlich auch ziemlich fix, dass er als nächstes Jahr noch weiterhin für Mercedes fährt. Also Russell sagen scheint es beide fix. Darum, ja, finde ich cool. Für den Russell haben sie jetzt einfach nach Singapur sicher noch ein bisschen mehr müssen zahlen. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen übergegangen alles, ja. Genau. Nein, aber ich glaube, beim Antonelli hat es wirklich einfach vielleicht auch mal einfach den Klapp vom Tor noch gebraucht, oder? Weil er ist natürlich schon sehr casualet worden vom Toto und hat halt wahrscheinlich dann vielleicht mental, also das so im Unterbewusstsein kann auch sein, so ein bisschen anfangen zu spüren, so, ich kann mir ein bisschen etwas erlauben, ich bin ja noch ein Rookie, oder? Aber ich glaube, der Toto hat ihn wahrscheinlich schon gut wachgerüttelt, weil ja, keine Ahnung, also schnell fahren kann er und er muss es einfach nur zeigen. Er muss es einfach aus sich rausholen und wenn er so bis Ende Season weiterfährt, dann ist eigentlich der Move absolut berechtigt gewesen, ihn direkt zum Mercedes zu holen und nicht nur in einen Williams oder so reinzustecken. Es ist wie beim Russell, so für einfach ein paar Jahre so ein bisschen wasted Talent, weil ich denke auch beim Russell, klar, ich hätte jetzt niemals wollen, dass ein Bottas früher muss gehen, aber auch ein Russell hätte eigentlich früher dürfen zu Mercedes gehen. Und ich glaube, aus dem haben sie einfach ein bisschen etwas gelernt, auch, nehme ich mal an. Ja, das ist schon so. Genau. Also es hat ja wirklich noch tatsächlich Gerüchte gegeben, dass ja der Antonelli und der Sainz sollen Swap machen. Aber scheint ist das eben relativ schnell dann auch vom Sainz oder von seinem Management dementiert worden, dass es eben nicht so sei. Ja, aber der Sainz ist auch okay. Ich glaube, zu Mercedes ganz klare Haltung oder zu allen Top-Teams. Ihr habt vorher auch kein Interesse gehabt an mir, jetzt müsst ihr nicht noch kommen. So. Und verstehe ich bis heute im Fall nicht. Gehabt, auch schon bevor es klar war, dass er geht. Er ist schon ein paar Mal approached worden von Williams. Oder? Verstehe ich im Fall bis heute eigentlich immer noch nicht. Ich habe jetzt gerade vor kurzem habe ich nochmal die letzte Staffel von Drive to Survive geschaut. Und ich habe es eben noch krass gefunden, weil dort hat ja auch der Will hat dann nachher so gesagt, so, dass Sainz sagt eigentlich also bei Ferrari dazu mal ist ja, also die letzte Saison war ja auch wieder urstark und alles. Und ist die erste Saisonhälfte ist der Sainz einer der stärksten Fahrer am Grid. Wenn du noch seine Ferrari-Karriere jetzt anschaust im 24. Und ich meine, Sainz ist gekommen 2021, ist er, glaube ich, ja, 2021 ist er zu Ferrari gekommen, oder ist es 2020? Nein, 2021 ist er gekommen. 22, 23, 24. Ja, 2021 war er bei Ferrari gewesen. Er ist noch mit dem alten Chassis auch noch gefahren, also Foreground Era ist er schon bei Ferrari gewesen. Der Sepp ist 2021 ist er bei Aston gefahren, da weiss ich noch. Aston ja, stimmt. Und, was 4 Jahre war, stimmt. Und er ist ja dort auch gekommen und er ist ja besser gewesen als der Leclerc. Er hat ja dort mehr Punkte geholt. Und ich habe ja immer gesagt, der Sainz, der ist verdammt stark. Und er ist einfach, ich finde, der Sainz ist, ich finde vom Charakter her mega sympathischer. Der ist einfach eine verdammte Maschine. Er hat schöne Haare und er hat Dings. Er ist wirklich. er hat schöne Haare. Ja, er ist ein Smooth Operator. Er sieht wirklich gut aus. Also, Südländer ist er wirklich sehr, sehr stark. Aber nein, aber er ist einfach ein hure guter Fahrer und ich verstehe das bis heute nicht, wieso dass der Toto ihm nie eigentlich ein Angebot gemacht hat. Ja, ich bis von vorweg schon. Er hat schon zu Red Bull-Zeiten ein Angebot machen für den Sainz. Wieso hat der Sainz überhaupt zuerst zu Renault müssen? Ich meine, er hat im Toro Rosso als einziger Teammate, mit Ausnahme vom Ricciardo, im Verstappen Stirn geboten. Es gibt nur 2 Fahrer auf dem Grid, die im gleichen Team im Verstappen haben können die Stirn bieten. Und das ist der Ricciardo, der nicht mehr auf dem Grid ist, und der Sainz. Ja.
Und von dem her, ja. Also bin ich absolut deiner Meinung. Sainz, trotz allem, was er jetzt schon erreicht hat, ist er immer noch underrated. Und ich wäre extrem enttäuscht, wenn jemals der Tag wird kommen, wo der Sainz seine Karriere beendet und nicht Weltmeister ist. Ich Gut, wollte, dass also- er das unbedingt schafft. Weltmeister, glaube ich, wird er nie. Aber ich Ich kann mir gut glaube vorstellen, Ich glaube, er hat das Potenzial dafür. ja, die Frage ist halt einfach mit welchem Team. Weil ich meine, mit Williams wird also ich glaube nicht, dass Williams in den nächsten 2 Jahren so einen krassen Sprung macht, dass sie um die Championship fahren. Gut, man weiß es nie, gell? Bei McLaren war es auch so gewesen. Die sind ja eigentlich auch vor, also 2024 irgendwie sind sie, 2023 sind sie noch nirgendwo gewesen. Und dann haben sie plötzlich die Trendwende gehabt und dann haben sie aufgeholt gehabt. Aber ich sage mal so wie es bei McLaren passiert ist, ist halt schon hure schwer, das zu umsetzen. Und nächstes Jahr ist eine neue Fahrzeuggeneration, dann sind die Karten wieder neu gemischt und ja, ich meine Mercedes oder auch Mercedes-Kundenteam prahlen einfach halt mit dem, so, ja, wir werden gute Motoren haben. Ob das wirklich so ist, wissen wir ja auch nicht. Gell? Also, ich glaube, es einfach Audi wird stark sein, aber ja, mal schauen. Ich sage, Stand jetzt wäre fast die beste Chance für den Sainz, dass halt Oscar und Lando sich Ende dieses Jahr deren Weg verstreiten, dass einer von diesen beiden sagt, fuck off, und dann der Sainz halt irgendwie zurück zu McLaren kann oder so. Aber ich sehe halt nicht, wie er zu Red Bull soll gehen, zu Mercedes soll gehen. Höchstens, dass er zurück zu Ferrari könnte, wenn Hamilton doch einfach den Stecker zieht. Aber sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, dass er dort viel Erfolg wird haben, weil Ferrari halt einfach Ferrari-Sachen macht. Oder? Also, Ja. die andere grosse Hoffnung, die er noch könnte haben, ist, also sorry, mit Williams, die werden nicht wieder Weltmeister in den nächsten 10 Jahren. Da bin ich überzeugt, einfach weil sie so weit hinten drin sind. Die andere Hoffnung wäre, dass Aston Martin vielleicht immer Chance gibt, nachdem der Fernando geht oder so. Das könnte man auch noch vorstellen. Ja gut, aber bei Aston gibt es halt einfach so viele andere Kandidaten, die halt rein könnten, Das also ist in eine es Gruppe aber, ja. könnten. Zum Beispiel, es gibt ja auch da wieder Gerüchte, dass Leclerc schon Gespräche gehabt mit Aston Martin und auch mit Mercedes schon. Und auch Verstappen. Verstappen natürlich auch immer, genau. Aber sind wir ehrlich, wenn ich jetzt so überlege, wo ein Sainz ab nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr her könnte, der würde für mich eigentlich nur Ferrari in Frage kommen. Weil sind wir ehrlich, ein Hamilton, ich glaube nicht, dass ein Hamilton nach 2026 noch fährt. Sei es jetzt, wenn das Auto WM-fähig wäre, wenn er die WM gewinnt, hört er auf. Wenn er nicht die WM gewinnt, hört er auf. Also ich glaube nicht, dass er länger als 26 fährt. Und wenn du bei Ferrari schaust, was die noch so für Fahrer haben im Petto, die könnten raufkommen, in die Formel 1, haben sie einfach gefühlt niemand. Sind nur ein Anfang Leclerc, also Leclerc sind Brüder, aber der ist jetzt nicht gerade irgendwie der Reisser. Wer haben sie sonst noch? Da haben sie noch den Dino Beganovic haben sie noch, aber der ist auch. Oh. Sie könnten den Robert Schwarzman irgendwie doch wieder ins Ferrari-Programm ja, aber der ist viel zu lange nicht mehr in einer Formel 1. Der ist mit Grounding Era ist er gar nie gefahren. Außer den TPC-Tests. Aber sonst, Ja. also weißt du, von dem her ist ja für Ferrari der Sainz eine mega gute Option wieder. Und der Fred Vasseur hat ja schon mal angekündigt, dass es wieder eine Option wäre, wenn er noch Lust hat. Dann. Und ich meine, der Leclerc versteht sich auch gut mit dem Sainz. Wenn der Leclerc bei Ferrari bleibt, ja, wieso nicht? Ja, es ist, also ich habe das Gefühl, wenn der Leclerc nicht bei Ferrari bleibt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Ferrari ist für Sainz eigentlich der perfekte Ort. Oder ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich finde, bei jedem Fahrer gibt es so ein Gefühl, wenn er im richtigen Team ist, dass einfach so das perfekt ist und stimmt. Ja. Das ist bei Max Red Bull, George Mercedes, auch in meinen Augen Hamilton Mercedes, aber eben halt auch Sainz Ferrari. Ist für mich einfach irgendwie so genau das Richtige. Und ja, ich hätte eigentlich gerne gesehen, dass er dort irgendwo durch noch seine Karriere beendet und ich hoffe, dass er das irgendwie wieder kann. Ferrari ist ja auch bekannt dafür, dass sie, wenn sie sagen, wir würden ihn gerne mal wieder zurücknehmen, dann machen sie so. Sie haben es mit mehreren Fahrern schon gemacht. Von dem her ist es nicht unlikely, dass das kommt. Aber ja, ich denke, unter dem Strich kann man sagen, er hat mit Williams sicher einen guten Backbone. Also wenn alle Stricke reisen, wird er immer können bei Williams bleiben. Und wenn sie erfolgreich werden, umso besser. Er sagt ja auch, er kauft in das ganze Ding rein und investet in das rein in dem Sinn. Also nicht mit Geld, sondern wirklich halt einfach, er glaubt daran, dass sie das werden schaffen, wieder Erfolg zu haben.
ja, nur habe ich jetzt da, also persönlich muss ich sagen, nicht so Hoffnungen, dass die wirklich wieder das Championship-Winning-Team werden. Aber vielleicht hat er noch einen Race-Win mit Williams. Mal schauen. Hat ja schon mal gelangt aufs Podium. Ja. Genau. Hat schon mal gelangt aufs Podium. Wir haben einen riesen Umschweifer gemacht. Das zeigt, glaube ich, einfach, wie gut das Sainz effektiv ist. Ich würde nicht so viele Wörter über ihn verlieren. Aber jemand anderes, der mich auch sehr überzeugt hat, in dem Aserbaidschan-Wochenende, war der Hadjar gewesen. Der überzeugt mich sowieso in der letzten Zeit, die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Ja. Er hat ja aber leider, trotz einer guten Position eigentlich, einen Engine Failure gehabt. Und was ich krass finde bei ihm, ist die Art, wie er mit dem umgeht. Weil als Außenstehender könntest du jetzt vielleicht sagen, boah, Alter, der ist hure emotional, was schreit der gerade so ins Mikrofon? Und dann könnte man halt wirklich auch die gleiche Kritik, wie man Yuki schon die ganze Zeit gegeben hat, sagen, ja, das ist einfach ein Hitzkopf. Aber was ich, und da greife ich jetzt vor, mit Singapur auch, würde auch nochmal Engine Failure gehabt, was ich daraus höre, ist, wie viel Bass der Bub hat und was er für hohe Anforderungen jetzt schon an Toro Rosso, V-Carb halt stellt. Er sagt ganz klar, es kann doch nicht sein, dass die Engine so viele Failures hat. Und er ist auch jedes Mal, wenn er nicht so ein gutes Quali hat wie sein Teammate, oder nicht besser ist als sein Teammate, merkst du, ist er immer extrem hässig und sagt so, nein, ich habe einen scheiß Job gemacht und so. Und da muss ich sagen, erstaunt mich, dass er noch nie ein Championship gewonnen hat und trotzdem so einen Drive hat, vielleicht genau wegen dem. Oder? Aber das überzeugt mich extrem davon, dass er halt nicht nur Können hat, sondern einfach auch extrem viel Base hat, zum mehr machen und auch das Team um sich herum kann aufbauen, dass sie mehr machen wollen. So. Ja. Ja, also ich finde ja beim Hadjar wirklich geil, auch eben, wie er so mit seinen Emotionen kämpft, sage ich jetzt mal. Im Qualifying dort in Aserbaidschan hat er, glaube ich, 18 Mal aufs Lenkrad aufgehauen. Ja. Und auch sich irgendwie auf den Helm gehauen und alles drum und dran. Also er ist schon mit viel Emotionen dabei, aber das braucht es auch. Und ich meine, beim Yuki war immer so ein bisschen das Problem, er hat hure rumgeflucht. Und der Hadjar regt sich ja mehr über sich selber auf, halt manchmal, sage ich jetzt einmal. Aber also ich finde ihn gut und eben, es ist auch definitiv, also ich gehe schwer davon aus, dass nächstes Jahr Hadjar bei Red Bull fährt. Yuki leider Gottes so gerne ich ihn habe, wird es seine letzte Formel 1 Karriere, also seine letzte Formel 1 Saison sein. Kann gut Und sein, kommt Dings auf, der Arvid Lindblad. ja, also der Lindblad schlägt sich nicht schlecht, er ist jetzt nicht überragend gut, aber er schlägt sich genug gut, um halt sich den V-Carb-Sitz zu verdienen. Der Liam, ich habe das Gefühl, der wird so in ein Niemandsland reingehen, so dass ihm andere Teams nicht wollen, aber Red Bull wird nicht wollen. Ich glaube, es wird Also so ein wird Kwiat-Ding werden. Ja, das Ja. Yuki-Kwiat-Ding, ja. Absolut Yuki Kwiating. Und ja, sehe ich auch so. Also der Hadjar, aber mich dünkt, es ist eben nicht nur einfach der Fakt, dass er wirklich schnell ist, sondern der Fakt, dass er einfach auch so einen Biss hat und so einen Trieb hat, voranzukommen. Und der wird, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was das zweite Team, also ich rede jetzt hier von den Autoteams, oder Verstappen sein Team, und dann das zweite Autoteam. Ich glaube, die brauchen das vielleicht auch einfach wieder mal einen Fahrer, der einfach mal auf den Tisch hält und sagt, was soll der Scheiß eigentlich? Gebt mir ein anständiges Auto, oder? Weil ich meine, Perez ist ein hure lieber Sieg, Tsunoda ist ein hure lieber Sieg, Albon, Gasly oder Ricciardo sind vielleicht auch einfach ein bisschen zu lieb gewesen zu ihrem Autoteam. Ich weiß es nicht. Wir können es alles nicht sagen, wir sind ja nicht bei Red Bull. Aber gleich habe ich das Gefühl, wie du sagst, das ist sicher keine schlechte Entscheidung, wenn der zu Red Bull geht. Ja, Genau. ich denke es auch. Also, aber eben dann mit dem Auto durch die Schlag kommt, ist dann wieder das andere. Aber eben das nächste Jahr 2026 ist wieder etwas Neues. Und könnte vielleicht für den Hadjar nicht mal so schlecht sein, dass er dann gerade zu Red Bull kommt und nicht so wie die anderen schon zu einem bestehenden Team reinkommen, die schon halt ihre Philosophie im Auto drin haben, sage ich jetzt einmal. Absolut. Genau. So, Ja, da hast du dann- da noch aufgeschrieben, Albon Colapinto Crash, hä? Ja, magst du dich noch erinnern? Ja, das ist ja. Warte mal, ist das, ja, der Colapinto hat sich dann weggedreht wegen dem Albon. Ja, Oder hat ihn zum der Drehen Albon hat gebracht, einen so muss man es sehr sagen. opportunistic Move gemacht. Ja, das war mehr so ein frustrierter Move gewesen, wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube Ja, sind wir auch ehrlich, weißt du, bei Aserbaidschan ist es einfach auch so eng, dass du ja eigentlich nur
auf dem Main Straight kannst überholen wirklich. Oder vielleicht einmal Divebomb beim ersten Sektor kannst machen, eben so in eine Kurve rein. Aber sonst ist es halt einfach schon hure schwierig. Also zweiter und dritter Sektor ist überholen gar nicht möglich eigentlich dort. Nicht mit diesen Autos, ja. Nein, nicht mit den Autos, das ist so. Darum, ja, gab es eine Strafe? Hat er zwar nicht bekommen, habe ich gemeint, oder hat er eine Penalty? Nein, keine Strafe bekommen. Sicher, ich habe gemeint schon. Ich weiß nicht, ich habe so Also, ChatGPT fragen. Ja, mach das ganz schnell. Also wenn er keine bekommen hat, finde ich, hat er definitiv eine verdient. Also ich finde, so gibt es kein Leeway, weil er hat nicht einmal den Frontflügel wirklich am Rad gehabt und zudem ist es einfach auch nicht ein Turn, wo du so einen Divebomb machst. Wenn du schon Side by Side um die vorherige Kurve kommst, okay, fair enough. Aber ich finde alles nachher eher suboptimal, dort irgendwie etwas zu versuchen. So. Oder, ja, First Lap geht natürlich auch. Oder First, ja. Aber, ja, du. Ist ja jetzt eh nicht. Also ich weiß nicht, ich habe nicht gefragt. Ich kann du fragst, die Frage. Die Frage geschaut. Alex Albon in Aserbaidschan. Er hat 10 Sekunden Penalty bekommen, tatsächlich. Eben doch. Und 2 Ich finde Strafen. ich auch justified. 10 Sekunden. Ja. Gut. Dann nachher haben wir noch drauf, Lando Bad Pitstop hast du geschrieben gehabt. Aber da können wir wirklich inzwischen sagen, dass einfach der zweite Pitstop tendenziell bei McLaren hinausgeht. Das ist schon krass, wie die abgegeben haben. Die sind letztes Jahr so hure strong gewesen, was Pitstops anbelangt. Und jetzt dieses Jahr sind sie einfach wirklich Trash geworden. Irgendwie Championship Pressure oder der Fakt, dass sie nicht mehr Championship Pressure haben, vielleicht. Das kann auch sein. Keine Ahnung, aber irgendwo durch haben sie einfach immer abgegeben. Das ist immer das zweite Auto, also wir kommen ja nachher nochmal drauf zurück. Aber entweder ist der Lando oder das ist immer das zweite Auto, kann man sagen. Ja. Dann nachher hast du geschrieben, kein Super Race für Mercedes. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Was ist der Russell geworden? Das Race Result ist warte schnell, das ist wieso nicht doch da, also ich bin verwirrt gewesen. Formula 1 Qatar Airways Aserbaidschan Grand Prix 2025. George Russell P2, Kimi Antonelli P4. Ja, aber da habe ich eigentlich gar nicht viel mehr Wörter dazu verlieren. Ich wollte aber schnell ein kleines Bild zeichnen. Mit dem oder mit dem letzten Punkt, den wir für Aserbaidschan haben. Stellt euch vor, Skript für einen Formel 1 Film. Du bist ein Fahrer, der im roten Team fährt, im Team mit dem meisten Prestige. Du fährst gleich gut, wenn nicht sogar besser wie dein Teammate. Und dir wird gesagt, du wirst ersetzt nächstes Jahr, obwohl du eigentlich einen besseren Job machst. In dieser Season, wo du weißt, du verlierst deinen Job, bist du der einzige Ferrari, der ein Rennen gewinnt. Jetzt hast du Ferrari gesagt, vorher hast du immer von einem roten Team geredet. Von einem roten Team geredet, ja natürlich. Also jetzt reden wir natürlich von Ferrari, oder? Und du bist der Einzige, der ein Rennen gewinnt. Auch schon ein Jahr vorher bist du der Einzige, der gegen den dominanten Max Verstappen ein Rennen gewonnen hat. Und also dann, der letzte Jahr stimmt nicht ganz, weil der Leclerc hat in Monza gewonnen und Monaco hat er auch gewonnen. Im korrigieren. 24. Ja. Im 23 war er der einzige Fahrer, der den Max besiegt hat. Ja, aber im 24 hat er Monaco und Dings gewonnen, der Leclerc. Genau, aber you get the script, oder? Und dann kommt die neueste fucking Season. Stell das einfach vor. In einem Team, das das hinterste Hure hingen ist, einfach wirklich, also das Auto mag knapp an Punkten. Langsam kämpft dich dein Team führen und auf einmal hast du ein Podium, bevor es der Dude hat, der dich aus dem Ferrari rausgeschmissen hat. Wenn das nicht das geilste Hure-Skript für einen Formel-1-Film ist, dann weiss ich auch nicht, Alter. Carlos Sainz, die lebende Legende, holt sich einfach ein Podium in einem Williams und dann nicht einmal aus Glück, sondern einfach aus Merit. Einfach gut gefahren, schnell gefahren, keine Fehler gemacht. Ein gutes Qualifying gemacht. Gutes Qualifying gemacht. Finde ich wirklich,
er hat es selber auch gesagt, wahrscheinlich eines von seinen besten Smooth Operations. Ich würde sagen, das ist mit Abstand eines der besten Rennen, wo der Mann gemacht hat. Also wirklich Chapeau, richtig, richtig geil gewesen. Habe mich mega gefreut für ihn. Ja, also letztes Jahr hat übrigens Sainz in Australien gewonnen, gerade nach seiner Blinddarmoperation. Ja, das kommt. Das Ja, war auch wieder stimmt. so eine krasse Geschichte gewesen. Und Mexiko hat er noch gewonnen, das war der letzte Win von ihm. Ja. Stimmt. Ja. Er hat mehr Wins gehabt, aber als der Charles, oder? Insgesamt in dem Boah, Jahr, das kann ich. glaube ich. Nein, also Charles hat ja zwei gehabt. Er hat ja Ja, dann Italien und eben Monaco Ja, hat er gewonnen. True. Ja. Ah, ja, genau. Und? Nein, und USA hat auch noch den Charles gewonnen. Oh, das Texas. kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, hat er auch noch gewonnen. Krass. Genau. Nein, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut für den Sainz. Eben, das Schlussbild, eben, wo er am Wasser trinken ist und hinterher läuft einfach der Hamilton durch, weil das so richtig. Alter, der Kameramann hat schon auch wirklich gewusst, was er macht dort. Das Absolut. war wirklich eine geile Aufnahme gewesen. Und nein, ich glaube, für den Sainz, das hat ihm hure viel bedeutet. Es hat ihm auch hure gut getan, auch im Team selber. Williams hat es hure gut getan. Ich glaube auch die ganze Arbeit, die auch der James Wells die ganze Zeit investiert ins Team und so, hat sich ein bisschen ausgezahlt und so. Und ist auch für ihn ein bisschen ein Befreiungsschlag gewesen. Ich denke auch für die ganzen Sponsoren. Und das zeigt halt einfach gleich wieder, gell, dass in der Formel 1 die Teams so nah beieinander sind, dass halt einfach, egal wer irgendwo irgendetwas verkackt, einfach ein Midfield-Team oder ein Backmarker-Team kann profitieren davon. Eben, wir haben es in Silverstone schon gesehen, jetzt mit dem Hülkenberg und Sauber. Und das ist eben momentan, finde ich, die Formel 1 so wirklich hure geil. Und es wird halt leider nächstes Jahr nicht mehr so sein, weil halt einfach wahrscheinlich Fahrzeugwechselgeneration ist und dann halt einfach der Gap zwischen den Teams wieder viel größer wird sein, bis man halt wieder herausfindet, okay, die Philosophie in dem Auto ist die beste und alle auf das entwickeln. Und das wird ein bisschen schade sein, aber das so ist wirklich, was so Podium anbelangt und alles oder auch sonst so. Ich meine, wir haben den Hadjar auf Podium gehabt schon, wir haben eben den Hülkenberg auf Podium gehabt, jetzt haben wir Sainz auf Podium gehabt. Es ist eigentlich, muss man wirklich sagen, schade, dass ein Alonso schon lange nicht mehr geschafft hat auf ein Podium. Oder ja, von mir aus auch ein Stroll, einfach so ein bisschen Teams oder Alpine, dass die zum Beispiel nicht auf ein Podium gekommen sind. Die haben es aber letztes Jahr auch in Brasilien geschafft, beide. Also es ist schon eigentlich eine coole Geschichte, die momentan ein bisschen geschrieben wird in der Formel 1, also vor allem in den letzten 2 Jahren. Und darum, ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird sein oder was das Jahr noch alles kommt. Aber so wie es jetzt im Moment ist eigentlich Formel 1 schon relativ cool. Also wie sie Finde nicht ich- beieinander sind. Finde ich auch, ja. Also ich habe sehr viele Leute immer wieder über die Jahre kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich habe aufgehört Formel 1 zu schauen und es ist doch einfach nur noch langweilig und so. Sei das im Militär oder auch im Geschäft, einfach immer wieder Leute, die gesagt haben, nein, es gewinnt sowieso immer nur der gleiche und so. Und ich habe wirklich das Gefühl, das kannst du heutzutage nicht mehr sagen. Also heutzutage kannst du wirklich nicht recht wissen, wer gewinnt. Okay, wir haben eine extrem dominante Season vom Verstappen gehabt, aber auch dort hast du irgend so durch spannende Sachen können daraus herauslesen und holen. Aber ich finde wirklich auch, also die letzten, ich würde sagen, die letzten 6 Jahre sind extrem gute Jahre gewesen für Formel 1, wenn man einfach nur so ein bisschen Unpredictability anschaut. Und das gewinnt halt wirklich einfach nicht mehr immer Mercedes. Oder? Und von dem her, ja, sehr, sehr spannend in der letzten Zeit. Und was vor allem einfach auch sehr, sehr geil ist, ja, die Max Verstappen-Ära mit zu erleben. Oder? Weil, ich sage es immer wieder, er ist in meinen Augen einer der Greatest of all time und etabliert sich für mich in dieser letzten oder dieser ganzen Saison schon potenziell zum Greatest of all time. Klar, das sind grosse Worte, wenn es ja, Menschen gibt oder gegeben hat wie ein Senna, wie ein Schumacher, wie ein Hamilton, wie ein Fangio. Oder? Aber ich finde, es ist nicht mehr so weit hergeholt, wenn man halt so Sachen anschaut wie sein NLS-Debüt. Das war nämlich zwischen Aserbaidschan und Singapur ein effektives Rennen gewesen, ein 4-Stunden-Rennen. Und dort hat er einfach mal gemütlich in seiner 2 Stunden Fahrzeit, das war 2 auf 2 Aufteil mit dem Lalhem, das war sein Teammate, hat er mal gemütliche 60 Sekunden Vorsprung rausgeholt. In 2 Stunden fahren. 60 Sekunden. Das ist crazy. Klar, wir reden hier nicht von einer
von einer Fahrerklasse à la 24 Stunden von Le Mans, wo wirklich hochrangige Fahrer mitfahren. Aber man muss schon sehen, es gibt Leute, die seit 30 Jahren in dieser NLS Championship mitfahren und er ist diesen Leuten 60 Sekunden voraus weggefahren in seinem ersten Rennen. Und ja, das hat dann schlussendlich einen Win von über 24,4 Sekunden Differenz gegeben. Der Lalheim hat ein bisschen Pech gehabt mit gelben Flaggen und so. Und ja, für die das Rennen nicht geschaut haben, kann ich nur empfehlen, wenn er wieder so etwas macht, schaut das, weil dann seht ihr den Max mal wieder so richtig, wirklich so enorm happy, wie er halt so, ja, ich sage jetzt mittlerweile eher seltener ist, wenn er mal einen Win hat oder so. Aber es war wirklich sehr, sehr spannend gewesen und auch cool gewesen, zu sehen, mit welchem Respekt er an das Ganze dran gegangen ist. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin vierfacher Weltmeister, gebt mir einen Platz in der NLS, ich wollte jetzt fahren. Sondern er hat wirklich sein eigenes Team aufgebaut. By the way, Schweizer Team. Es ist die Schweizer Hymne gelaufen. Es ist nämlich Emil Frey von Saffenwil, wo sein Team halt in dem Sinn ist, sein Racing-Team. Und mit denen arbeiten wir zusammen, dann noch weitere Rennen zu machen. Also wirklich kann ich wärmstens empfehlen, wenn ihr wieder hört, dass er Langstreckenrennen macht, gehen sich reinziehen. Die sind immer gratis auf YouTube als Livestream erhältlich. Sehr, sehr cool gewesen. Genau. Ja, ich habe es nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nur ein bisschen Highlights gesehen oder ein bisschen so Ausschnitt. Ich habe nur den Overtake gesehen, den er im Rasen gemacht hat von einem langsamen Auto, das nicht überholen musste. Und der zieht ihn auch einfach durch, weißt du. Und ich finde auch, ich meine, ich bin ja nie ein riesen Max Verstappen-Fan gewesen, aber da muss ich eben halt auch, da habe ich das letzte Mal schon gesagt, muss ich schon Credits geben. Also der Max Verstappen ist für mich von allen Fahrern in der Formel 1 der Beste, den es je gegeben hat, bin ich ganz ehrlich. Also stellst du ihn jetzt schon definitiv über den Senna? Ja. Okay. Weil das Ding ist, ich werde ihn erst zu 100% über den Senna stellen, wenn er die Championship noch gewinnt. Wenn er die Championship zurückholt mit so einem riesen Defizit, dann gibt es für mich gar keine Diskussion, dass er der beste Fahrer von allen Zeiten ever ist. Ja, weißt du, ich finde halt einfach, der Max hat einfach schon mehrfach bewiesen, dass er, auch wenn er nicht in einem guten Auto hat, also jetzt auch wieder in Singapur ist ja auch so gewesen, die auch recht oft geflucht mit dem Heck und alles drum und dran, dass das Auto sich anfühlt wie eine Handbremse, die er angezogen hat, teilweise, wenn er in die Kurve fährt und so. Also er muss nicht mal das beste Material haben und er kann gleich einen Norris im Schacht halten, weißt du, blöd gesagt. Und das zeigt halt einfach, dass er, eben wenn der ein gutes Auto hat, oder eben, ich meine jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr, also 2023, wo die Season so dominant war von Red Bull, oder auch letztes Jahr, man hat einfach immer gesehen, wo sein Teammate ist, und das ist, muss man halt wirklich sagen, das ist einfach wirklich die Performance, die das Auto wird geben, und alles andere ist der Max Verstappen-Effekt. Und das, für mich ist das einfach ein Beweis mehr, wie gut der Fahrer ist und was der für ein Gespür hat. Aber ja, ich meine, wenn du die ganze Zeit nichts anderes machst als nur Racing, von klein her, dann macht es ja nochmal auf einem ganz anderen Niveau als alle anderen Mitstreiter in der Formel 1. Ich meine, eben der, auch heute noch, eben, der geht heim und fährt Simulator und dann tut Streamen dabei und oder nimmt den Simulator mit, wenn er irgendwo hergeht und fährt dort auch. Also das ist völlig crazy, was der alles macht und darum... Und dann halt auch auf dem Level, wo er es macht. Du musst dir die Streak mal reinziehen, dann ist das ganze Jahr über der Red Bull nicht so hure stark und dann macht er in Zandvoort den 2. Platz. In Monza den 1. Platz. In Aserbaidschan den 1. Platz. Dann geht er an die NLS und gewinnt dort auch noch einmal. Kommt aus Singapur und macht den 2. Platz. Und das sind alles halt auch Rennen, wo er eigentlich im Nachteil ist. NLS, wo er noch nie gefahren hat. Zandvoort und Aserbaidschan. Na gut, Aserbaidschan ist jetzt schon in der ein Top-Speed-Track, aber sicher Zandvoort und Singapur, wo Low-Speed sind und momentan der Red Bull im Low-Speed eigentlich eher schlecht ist. Und er hat trotzdem ein Resultat. Also, ja, soll man noch einen sagen, er ist nicht in Championship-Contention das Jahr. Wenn er so weitermacht und McLaren so weitermacht, dann wird das brenzlig. Ja, also man muss auch wirklich sagen, Red Bull hat da ein bisschen, auch ein bisschen den Schalter können wieder umlegen und hat Performance gefunden im Auto. Oder McLaren sagt ja, sie sagen schon seit Monaten nicht mehr weiterentwickeln und Red Bull tut immer noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich finde es geil, wenn es fahrtechnisch, wenn es den Max noch holen
oder mindestens vor Lando kommt. Aber nicht vor Oscar. Ich finde es lustig, wie wir so ganz andere Championship-Aussichten haben, weil ich habe den Oscar auch mega gern, aber für mich ist es gerade andersrum. Ich sage, Hauptpriorität, die mich am happiesten würde machen, ist, dass der Verstappen noch gewinnt. Und das Zweite wäre, dass der Norris gewinnt. Jetzt aber nicht falsch verstehen, nicht weil ich Norris-Fanboyen will, sondern einfach, weil ich einen Championship-Fight richtig geil fand. Und so garantiert es natürlich ein geiler Fight noch bis das Ende. Also ich bin so oder so happy, egal wer von diesen 3 gewinnt, ob es jetzt einen 5-fachen Weltmeister gibt oder einen, der zum ersten Mal etwas gewinnt. Fände ich mega, mega cool. Mm. Gut, also, dann kommen wir eigentlich schon zum Singapur Grand Prix, wo wir ein bisschen angeschnitten haben schon. Und ja, gerade zu Beginn vom Wochenende ist ja so eine Hitzewarnung rausgegangen. Was hast du geschrieben dort? 50 Grad? Also, effektiv sind es 30 bis 33 Grad Celsius. Im Auto die spürbare Temperatur, das kann ihr vielleicht auch, wenn ihr mal Wetter leset und dann heisst spürbare Temperatur, das ist wegen dem Wind zum Beispiel, dass der tiefer ist als, oder höher ist als das. Im Auto drinnen werden die Fahrer sich gefühlt haben, als ob sie ungefähr zuerst 50 Grad Celsius Hitze um sich herum hätten. Und ich habe auch das Gefühl, gegen Ende Rennen hat man das den Fahrer angesehen, dass das etwa so heiß wird gewesen sein. Ja, also die Fahrer sind ziemlich durch nach dem Rennen. Haben wir eigentlich schon etwa die mal gesehen in Singapur, respektive auch in Katar. Aber sie haben jetzt die Cool West haben sie ja also die Klimaanlage haben sie eingebaut gehabt. Der ist ja eigentlich sozusagen wie Pflicht geworden. Ich glaube, der Max hat sie zwar gleich nicht drin gehabt. Ja, es ist entweder die als Pflicht oder 0,5 Kilogramm extra Ballast. Genau, es muss halt einfach das Gewicht muss halt einfach drin sein, weil die Klimaanlage etwa so schwer ist. Und also nicht 0,5, 5 Kilo sind es im Fall. By the way, nicht 0,5. Also 5 Kilo. Nein. Machen wir also 5 Kilo. 5 Kilo, ja. Oh, 5 Kilo ist ja nicht viel. 0,5, Ja, 500 Gramm sind sie nicht. Die Weste ist 500 Gramm. Das kann sein. Selber. Die Weste selber, wo sich die Fahrer haben können entscheiden, ob sie wollen oder nicht, ist 500 Gramm. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber das Klimaaggregat im Karren ist 5 Kilo. Alter, das ist krass. Aber das hat sich auch noch ein paar Teams durch Dings geschmissen, so mit ihren Setups und so. Ja, da haben sie sicher irgendwie etwas noch gemacht, kann man mir gut vorstellen. Aber ja, jedenfalls sehr heiß, aber standardmäßig in Singapur gehört halt einfach dazu, vor allem ist halt einfach die Luftfeuchtigkeit, die natürlich so brutal ist. Aber Singapur, muss man wirklich sagen, ist inzwischen auch schon fast ein Klassiker geworden im Formel 1-Kalender. Das ist auch einer von wenigen Stadtcruisen, die ich richtig geil finde, muss ich sagen. Ich finde es immer eigentlich ein cooles Rennen. Nur das Mal, oder auch letztes Mal, ist es nicht so spannend gewesen. Es hat ja auch wieder kein Safety Car gegeben. Sonst hat es ja immer eins gegeben. Und da kommt mir immer die Prediction vom Simi in, wo er gesagt hat, dass es kein Safety Car gibt. Und jetzt hat es gerade 2 Mal hintereinander kein Safety Car gegeben im Rennen. Das ist schon völlig crazy. Aber ja, vielleicht gibt es nächstes Jahr dann wieder das Crashgate oder so, wir wissen es ja nicht. Aber ja, ich denke mal, der Aufreger vom ganzen Grand Prix. Also ich gehe jetzt bewusst so zum Grand Prix, weil das Qualifying, ja, im Trainingphase alles hat schon ein bisschen Crash gegeben und so alles, aber sonst ist es eigentlich überschaubar gewesen. Liam hat einfach ein bisschen scheiße performt und that's it. Aber sonst, ja, beim Rennen ganz klar ist der Start natürlich der grosse Diskussionspunkt von dem Rennen oder nach dem Rennen auch. Und zwar der Norris ist ja ein bisschen in Oscar reingerutscht und hat ja auch den Max noch fast berührt, hat ja nachher Frontwing Damage, also das Endplate rechts oder links, ich weiß gar nicht mehr welche Seite, hat ja auch ein bisschen gelampt gehabt. Und da hat auch viele haben sich aufgeregt, ja, dazu mal, der Magnussen hätte ja in die Pits gehen, aber dann haben sie das eben extra geändert, weil sich ja alle Teams immer aufgeregt haben, dass sie in die Pits gehen wegen der Spiegeleiflagge. Und also, eben wie gesagt, ich bin ja nicht ein Norris-Fan. Ich würde aber wirklich behaupten, dass das nicht extra war. Also ich habe schon das Gefühl, dass er wollte ausweichen im Max, dass er nicht hinten rein donnert oder so.
und vielleicht auch gerutscht ist, weil man muss halt immer noch beachten, es war eine Startphase, es hat ja noch Pissen und alles und das war jetzt vielleicht nicht gerade der optimale Grip rum gewesen. Und klar, es ist ungünstig, dass neben dir gerade ein Teammate ist und du in reinrutschst. Ich denke mir aber einfach auch, du bist so im Heat innen, gerade dort in der Startphase, du hast gefühlt 1 Million Autos um dich herum, es passiert so viel um dich herum und ja, da passieren halt so Sachen, die nicht unbedingt passieren sollten. Ich meine, für uns als Zuschauer ist es geil, es wird jetzt noch spannender, respektive der Oscar ist ja offensichtlich richtig piss gewesen. Der hat ja wollen eigentlich, dass man Positionen wieder tauscht oder irgendwie, dass man irgendetwas macht. Und da hat es einfach geheißen, nein, wir lassen es so dabei. Auch die Stewards haben nicht eingegriffen, was ich völlig in Ordnung finde, weil ich denke immer so teaminterne Geschichten sollten die Stewards eigentlich nicht gross eingreifen. Aber ja, aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so gewesen, dass, also vorhin der behauptet, es sei extra vom Lando. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde das immer tricky, wenn man wirklich sagt, dass man so etwas extra macht. Ich wollte gerne einen sehen, der so ein filigranes Auto wie ein Formel 1 Auto mit Absicht versucht, so zu bedienen. Oder Bumping is Racing. Das funktioniert nicht. Du hast viel zu viel Risiko, dass du dein eigenes Rennen komplett kaputt machst mit so etwas. Und in meinen Augen ganz klar, also ich bin mir sogar ziemlich überzeugt und vor allem bin mir ziemlich sicher, dass er den Max sogar auch berührt hat. Also es war definitiv einfach ein Ausweichmanöver gewesen. Und ich kann es auch nicht haben, wenn Leute sagen, viel zu aggressiv war von Norris. Sie sind in einem Championship-Fight. Und der Oscar hat ihm einen riesen Gap gelassen. Wieso soll der Norris nicht für die Gap gehen? Also, verstehe ich wirklich nicht, wieso dass sich generell auch die Community jedes Jahr, frage ich mich immer, das macht mich ein bisschen hässig. Ich verstehe, man hat den einen Fahrer lieber als der andere und so, aber jedes Jahr wird sich immer so extrem gespalten und es ist immer, nein, der Oscar, der hat recht, nein, der Norris, der hat recht. So, ey, manchmal muss man einfach auch mal das Racing anschauen, wie es ist. Und ich finde, da hat jetzt jeder andere Fahrer aussen dran können sein und man hat nichts gesagt. Aber man sagt jetzt halt einfach etwas, weil halt der Oscar nebendran war. Und vom Oscar her selber, ab seiner Reaktion, muss ich einfach sagen, das ist ganz klar einfach das Monster, wo McLaren mit dem Ganzen kreiert hat. Sie haben, ich finde, gute Ansätze mit dem Lancilo Racen. Das habe ich aber im letzten Podcast auch schon gesagt. Sie haben eben auch sehr schlechte Ansätze in der Umsetzung oder im Verständnis dafür. So, was ist fair, was ist nicht fair. Ich finde es aber ein bisschen schwach vom Oscar, sich dieser Wegen zu beschweren. Und ich finde auch, ich greife jetzt extrem vor, ich finde, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir das schnell im Paket behandeln, das ganze Drama. Ich finde auch sehr schlecht, wie er sich verhalten hat gegenüber dem Team. Weil er hat ja am Ende vom Rennen, währenddem ihm der Zac Brown gratulieren war, einfach das Mikrofon ausgesteckt, sodass Zac Brown nicht ja, aber das habe ich geil gefunden. Das habe ich geil Absolut. Ich finde es auch geil. Ich finde es immer geil, wenn Fahrer Emotionen zeigen. So ist es nicht. Den habe ich richtig geil gefunden, den Move. Danach halt auch mit dem Zelebrieren haben ja viele Leute nachher gesagt, ja, McLaren bevorzugt den Lando und ja, gut. Das ist mega unfair und so. Aber dort muss ich echt sagen, der Lando ist gerade vom Podium weggelaufen, während sein Team dort reingelaufen ist. Und dann haben sie auch gesagt, komm noch mit. Also das war niemals mit Absicht gewesen, dass man gesagt hat, wir wollen nur den Lando auf dem Podium haben. Niemals. So etwas könnte sich McLaren gar nicht erlauben. Und zweitens, der Oscar hat mehr als genug Zeit gehabt, vom Mediapen doch auch noch schnell dort hochgehen und mit ihnen zusammen zu zelebrieren, weil die sind lange dort oben gewesen. Also finde ich extrem unfair, dass man jetzt hier McLaren vorwirft, dass sie den Norris präferieren. Ich finde, das hat gar nicht danach ausgesehen. Und ich finde, ab jetzt sollen wir die Händchen wirklich abziehen. Jetzt haben sie die Weltmeisterschaft gewonnen. Jetzt wollte ich sehen, wie die zwei Autoteams nicht mehr miteinander reden, wie die einfach mit Hass aufeinander, mit verschiedenen Strategien zugehen und einander blockieren. Im Dings ist mir scheißegal, ob Fahrer Freundschaft darunter leidet oder nicht. Ich wollte jetzt einen richtig geilen Championship-Fight sehen und ich hoffe, dass das so passiert. Ich hoffe, dass McLaren jetzt nicht wird reinlängen in den zukünftigen Rennen, weil ab jetzt geht es um die Fahrer und nicht mehr ums Team. Bei dem vom Podium mit dem Team, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich meine, der Oscar geht ja nicht von alleine in die Medienrunde.
die haben ja immer ihre PR-Manager-Leute da, die sie dabei haben. Und die wissen ja das, dass sie dort rauf können. Wieso sagen sie dem nicht so, hey, warte noch Oscar, du kannst mitgehen aufs Podium, du musst auch nicht dort zu den PR-Leuten. Nicht geplant war. Formel 1 hat kurzfristig im Team gesagt, hey, wenn wir noch dort hochgehen, und geplant wäre eigentlich gewesen, dass der Norris und der Piastri einfach zum Mediapen runtergehen und dort Fragen beantworten. Da glaube ich nicht. Die haben ja das ganze LED haben sie umgestellt auf McLaren. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie das nicht geplant haben. Aha, die ganze LED-Wand hinten ist schon alles mit McLaren. Das war schon geplant, aber es war nicht geplant, dass der Lando dort oben ist. Weil der Lando war einfach gerade auf dem Rückweg und sie haben gesagt, komm doch auch schnell mit. Ja, da glaube ich jetzt weniger. Also da kann ich es irgendwo durch nachvollziehen, dass man sagt, so, ja, eben, das ist ein bisschen assig gegenüber dem Oscar, oder mit dem wirklich können sagen, hey, geh auch schnell mit rauf. Aber sie sind einfach nicht die gleichen da. Und du sagst, dass der Lando von McLaren bevorzugt wird oder bevorzugter wird als der Oscar, das ist ja so, definitiv. Also das sehe ich 100 Pro. Ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen der British Bias wahrscheinlich drin, oder britisches Team und britische Fahrer. Nein, ich habe schon das Gefühl, dass der Lando ein bisschen bevorzugter wird als der Oscar. Habe ich schon das Gefühl. Definitiv. Ich sehe das überhaupt nicht so, weil ich habe das Gefühl, das ist etwas, was die Medien jetzt einfach überspitzt, halt sich die nicht neulen und das Drama halt generieren. Wir sehen sehr vieles von außen nicht. Aber was wir zum Beispiel sehen, ist, und wegen dem habe ich genau gewusst, dass die Diskussion kommt, und wegen dem habe ich die Statistik reingetan. Wenn du die langsamsten Pitstops anschaust, hat der Norris aber da kannst du ich weiß schon, das habe ich schon gesehen. Und der Piastri 2 langsame Pitstops. Ja, aber das ist ja nicht aussagekräftig. Aber warte jetzt. Ich sage jetzt nicht, dass sie mit Absicht schlechte Pitstops machen. Aber von diesen 7 langsamen Pitstops ist ab einem einzigen ein Teamorder dabei rausgekommen, wo man gesagt hat, man tut etwas wechseln. Und ja, das war zum Vorteil von Norris gewesen. Aber letztes Jahr hat man auch zum Vorteil vom wirklich widerwillig zum Norris, zum Vorteil von Piastri, entschieden, dass Piastri seinen Win zurückbekommt in Ungarn, obwohl es auch ein Teamfehler war. Also finde ich sehe das überhaupt nicht so, als ob sie den Lando bevorzugen. Wir werden es jetzt sehen, die nächsten paar Rennen in meinen Augen, aber ich sehe das überhaupt nicht so. Ja, aber die Pitstops sind nicht aussagekräftig. Weil schlussendlich ist es einfach ein Renngeschehen, blöd gesagt. Und ich finde schon, dass sie eher für den Lando Dingsle entscheiden. Habe ich schon ein starkes Gefühl. Aber ich könnte es mal gerne bei uns im Podcast reinschreiben. In die Kommentarfunktion, was ihr so glaubt. Aber also mein Gefühl sagt schon eher pro Lando. Weil ich meine, sie sind im letzten Jahr schon eher. Also, letztes Jahr hat er ja eigentlich um die WM noch gekämpft, der Lando. Der hätte ja nachher müssen der Piastri helfen. Und eben da habe ich mir schon ein paar Mal aufgeregt. Der Tobu lädt 2-mal vorbei in Brasilien und der dreht es sich gleich noch. Und nein, also ich habe einfach so das Gefühl, so, wieso, also vor allem, ich verstehe die Logik nicht dahinter. Ich meine, du hast einen Fahrer, der Championship anführt, also hat er ja automatisch Prio 1. Das ist so seit Jahren immer so gewesen in der Formel 1. Wieso tun sie jetzt plötzlich sagen, so, lass den Lando führen, weil scheiß Pitstop auf unserer Seite, tut uns leid. Einfach nur das Killen im Dorf ist ja hure dumm. Und ich meine, der Lando hat auch dazu mal in Ungarn hat er widerwillig den Piastri vorbeigelassen und hat ihn nicht gerade sofort vorbeigelassen. Das ist dann ein paar Runden gegangen, bis er ihn durchgelassen hat dort. Also eigentlich ehrlich gesagt, ist in den letzten paar Runden. Ich habe eine Antwort auf deine Frage, wieso dass man das macht, weil es eine ganz andere Situation ist. Und es ist auch eine ganz andere Situation als Ungarn letztes Jahr. Ungarn letztes Jahr hast du einen Norris in einem Championship potentially in einem Championship Fight. Er muss definitiv deutlicher als ein Piastri. Also ist der Norris wegen dem nicht happy gewesen, den Platz aufzugeben, was ich absolut verstanden habe zu dem Zeitpunkt. Und der Grund, wieso dass es, normalerweise sagt man ja schon, der Championship Leader wird bevorzugt. Ich würde sagen, Ferrari hat das definitiv ein bisschen auf die Spitze getrieben, mit Österreich, zum Beispiel mit Barrichello dort damals. Aber grundsätzlich hat man
in den Championships bis dahin sicher nicht so wenig Pressure von anderen Teams gehabt, wie das McLaren jetzt gehabt hat das Jahr. McLaren hat fast rekordverdächtigt früh Championship oder Constructors Championship schon für sich entschieden. Also gibt es auch absolut gar keinen Grund, jetzt schon irgendeinen Fahrer zu bevorzugen. Es gibt erst einen Grund, einen Fahrer zu bevorzugen, wenn der Max Verstappen effektiv jetzt fährt, auffallen und es Gefahr besteht, dass nicht einmal einer der McLaren-Fahrer könnte Championship gewinnen. Und ich glaube, da wird McLaren ziemlich knallhart sein. Sagen wir, der Verstappen gewinnt die nächsten 2 Rennen und McLaren sind beide immer fast nicht auf dem Podium, dann werden die anfangen, den Piastri bevorzugen und da bin ich überzeugt. Dann gibt es kein Lando-Bias, gar nicht. Da bin ich überzeugt davon. Ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber wir sehen es in Zukunft, wie sich das entwickelt. Das nächste Rennen ist ja was ist das nächste Rennen? und A. USA. Texas. Ja, wird wahrscheinlich eher wieder ein bisschen Red Bull-Strecke sein, nehme ich jetzt mal schwer an. Nachher eigentlich so ab Brasilien wegsetzen, eigentlich eher wieder ein bisschen McLaren sein. Aber ja, mal schauen. Ich habe nicht so das Gefühl, ich habe einfach das Gefühl, also bei mir ist einfach McLaren, ich habe für ihn McLaren wirklich ein cooles Team gefunden, also hauptsächlich, wo der Daniel Ricciardo noch da war. Aber nachher, mir denkt es einfach heute, also vor allem das mit Lando und McLaren und jetzt eben auch mit dem Piastri und so, das ist so verweichlicht worden, Mann. Meinst du, ein Schumi hätte jemals so etwas gemacht oder ein Verstappen hätte nie jemand vorbeilassen. Da würde es einfach heißen, ja, nicht mein Problem. Er hat es verkackt, das ist doch nicht mein Bier. Und mir fehlt einfach gewiss wie die Härte. Und ich denke, der Piastri wäre schon fast an dem Punkt, dass er es machen würde, aber er weiß halt einfach auch, eben, es gibt unnötige Diskussionen, auf die hat er wahrscheinlich keinen Bock, aber ich habe das Gefühl, das wird sich jetzt ändern im Fall. Ich habe das Gefühl, jetzt sowieso. Selbst wenn McLaren es nicht zulässt, dass die Fahrer sich machen, wird der ein oder andere Fahrer, also ich glaube, der Piastri und der Norris einfach sagen, scheiß drauf, ich gewinne jetzt die fucking Championship. Ja, jetzt sowieso. Also jetzt wird es sowieso so sein, denke ich, dass der Piastri einfach das macht, was er für richtig hält, respektive, dass er halt einfach sagt so, hey, ich gehe jetzt da auf die Championship aus und egal was ihr sagt. Und das finde ich auch richtig so. Ich denke, der Mark Webber wird es ihm auch noch einmal sagen, sein Manager. Ziemlich sicher, ja. Ja, aber das ist eigentlich so ein bisschen das Essentielle aus dem Singapur Grand Prix eigentlich schon gewesen. Ausser noch, das Einzige, was noch war, dass der internationale TV-Broadcaster irgendwie gemeint hat, so, er muss einfach 100 Jahre auf Verstappen-Norris-Battle filmen, obwohl das nie etwas passiert ist. Richtig mühsam gewesen. Es sind viele Sachen, die im Hintergrund passiert sind, wie der Hamilton mit dem Bremsdefekt, wo ja richtig gefunkert hat dort. Der Alonso, wo einerseits gemeint hat, was hat er gesagt? Nicht Hero of the Race oder so etwas. Hero of the Race, this guy. Also, irgendwie so in die Richtung. Ja. Und nachher hat er sich ja abartig aufgeregt wegen dem Hamilton, dass es ja hure gefährlich sei, so zu fahren und so. Ja, hat auch mal die 5 Sekunden Penalty nachher gegeben. Der Hamilton hat dann nochmal Platz verloren gegen Schluss. Aber noch weiter genialer Radio, einfach schnell zum Reinschießen von Alonso und nach einem schlechten Pitstop. If you speak to me every lap, I will disconnect the radio. Ja, das ist richtig geil. Tatsächlich, auf Deutsch Glück hat tatsächlich der Ralf Schumacher anscheinend auch schon mal gemacht während dem Rennen. Schon einfach ja. ausgesteckt. Auch ausgesteckt, weil es ihm auf den Sack gegangen ist. Ja. Genau. Geil. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte schon gewünscht, ich hätte schon gehofft, dass wenn der Norris zum Verstappen vorkommt, dass der Verstappen ihn ein bisschen bumst, hätte ich geil gefunden. Wäre schon noch cool gewesen. Aber sonst das Rennen war eigentlich relativ fad gewesen, muss ich sagen. Hatschar einfach mit Motorproblemen wieder richtig schade. Hat sich ja aufgeregt nachher über den Motor. Und danach hat Alonso auch gesagt, noch im Post-Race-Interview, ja, er stellt sich ein bisschen in Frage, wieso dass man mit einem Defektauto so muss kämpfen gegen ihn, weil er tut ja so sein eigenes Rennen auch kaputt machen. Ja, ist halt weil er Base hat, Alonso. Weil du auch mal Base gehabt hast. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, also ich sage grundsätzlich, ich finde, ein gutes Wort zum den Grand Prix beschreiben ist schade. Ja. Schade um das Wenige, was passiert ist, was nicht gezeigt worden ist.
nicht viel passiert, aber man hat fast nichts davon gesehen. Und gerade im Hamilton seine Breakfelder zum Beispiel spektakulär zum Anschauen. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach komplette Überhitzung gewesen und der eigentliche Bremsbelag war so weit abgenutzt gewesen, dass nachher einfach nur noch Metall auf Metall bremst hat. Das hat dann die Funken verursacht. Ja, und nicht zuletzt halt auch sehr viele geile Overtakes. Zum Beispiel der Overtake vom Antonelli am Leclerc, wo er also wirklich so Daniel Ricciardo-esque Lick the Stamp and Send It Overtake gemacht hat, wirklich von ganz, ganz weit hinten. Und das Zeug ist einfach nicht gezeigt worden. Und ja, das ist halt schon sehr enttäuschend. Vor allem, ja, weil wir es ja auch so gewohnt sind eigentlich. Der Broadcast ist ja eigentlich überall genormt jetzt, außer in Monaco. Und selbst in Monaco funktioniert das seit dem Stroll-Schlamassel eigentlich relativ gut. Also, Vettel kommt raus. What has happened to Stroll? We need to know. Ja, das ist wirklich geil, ja. Nein, aber sonst eben, es war wirklich so gewesen, Singapur ist das Rennen sicher schade gewesen. Im Nachhinein hat es dann endlich nochmal ein bisschen Würzung gegeben. Unter anderem auch mit dem Kommentar vom Piastri gegen Norris, wo er gesagt hat, wenn du ausweichst und nachher in ein Teammate reinfährst, ist das ziemlich schlecht ausgewichen. Und der Norris hat dann zurückgeschossen mit, ja, wenn du die Gap nicht nützt, die ich hatte, dann, dann musst du auch nicht in der Formel 1 fahren. Also das ist so richtig so der Sender-Spirit im Hintergrund gewesen mit so «If you no longer go for a gap, that exists. You're no longer a Formula 1 Driver.» Oder Racing Driver, sagt er zwar. Also eben, da ist schon ein bisschen Fire drin. Ich denke, das wird jetzt dann am nächsten Rennen wird das wahrscheinlich dann wieder ein bisschen heissen, ja, wir haben das besprochen, intern ist wieder alles gut, aber ich denke, da wird schon ein bisschen Feuer drin sein zwischen diesen zwei, ja. Definitiv. Man merkt das immer, sobald sich halt ein Championship zuspitzt und es wirklich um ein Championship-Fight geht, dann sind dann auf einmal die besten Kollegen nicht mehr Kollegen. Wird auch definitiv der Fall sein, falls der Max jetzt noch mehr aufholt, dann wird der Lando und der Max sich auf einmal auch nicht mehr verstehen bis am Ende der Saison. Aber man sieht dann ja immer, also egal was für Streit das es jetzt gibt oder wie toxisch das es jetzt wird, von jetzt bis Ende Season, ich habe übrigens mega Bock drauf, ich habe richtig Bock auf den Rest von der Season. Egal wie toxisch das es wird, am Ende versteht man sich immer wieder, schaut den Hamilton und den Verstappen an, die können sich immer noch in die Augen schauen, trotzdem was im 21 passiert ist. Also, ja. Ja, also ich denke jetzt nicht, dass sie zusammen mal essen, also glaube ich jetzt weniger, aber ja, der Respekt ist gleich halt noch da, genau. Absolut. Ja, genau. Ja, und das Einzige, was schon passiert ist, was wir noch nicht angesprochen haben, ist aber jetzt auch weniger Formel 1 technisch oder relevant. Der Hamilton hat ja noch seinen Hund verloren, da haben wir sicher alle mitbekommen. Ich glaube, es war irgendwie einer der meistgelikten Posts vom Hamilton selber im Fall, dass der Roscoe gestorben ist. Und dass noch Cadillac einen Formel 1-Chef geholt hat von Audi. Der ist rausgerührt worden, nachdem der Binotto gekommen ist. Und das ist der Adam Baker, hat er geheißen. Sagt mir aber nichts, ehrlich gesagt. Also, mir auch nicht. Ja, mal schauen, ob das etwas wird oder nicht. Aber das ist soweit schon alles gewesen, also du hast noch irgendetwas für den Podcast, aber ich glaube, wir haben soweit alles gesagt. Wir haben eigentlich ursprünglich gesagt, es soll eine kleine Episode geben. Ja, mit einer Stunde sind wir fast dabei. Ja, ist auch mal kleiner als sonst. Ist auch mal kleiner als sonst, das ist so. Ja, dann würde ich mal sagen, was es war mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Und falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung vom gesamten Podcast freuen, auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört. Dort auch gerne Podcast teilen, um uns zu unterstützen, würde uns sehr helfen. Und ja, dann würden wir uns dann wieder plus minus in 14 Tagen, 3 Wochen, je nachdem, wenn wieder 2 Grand Prix Stores sind, wieder hören. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den weiteren Rennen. Und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.